Hallo zusammen, ich bin der Drago, bin 29 und ich komme ursprünglich aus Bosnien. Wenn ich mich jetzt vorstelle als Drago Tatic mit meinem serbischen Nachnamen, dann geht natürlich jeder davon aus, dass ich Serb bin. Das habe ich bis 19 natürlich gemacht, weil bis dahin habe ich eigentlich gar nicht gewusst, dass mein Großvater Albaner war. Das war für mich eigentlich selbstverständlich, dass ich Serb war, der halt im bosnischen Gebiet gelebt hat. Nachdem dass ich das herausgefunden habe, habe ich natürlich schon nicht eine Identitätskrise gehabt, aber ich habe mir überlegt, wer bin ich eigentlich? Und bin ich wirklich das, was ich die letzten Jahre immer gedacht habe, oder bin ich nicht eigentlich irgendjemand anderes, der eher zu mir passt? Nachdem dass ich das herausgefunden habe, wenn ich mit Albanern geredet habe, dann habe ich ihnen schnell mal erklärt, hey, mein Vater ist eigentlich Serb und meine Mutter ist eigentlich ein Mischling mehr oder weniger, halb-halb. Und entsprechend habe ich auch noch gewisse Gene in mir, die aus dem Albanischen kommen. Und das hat mir aber eine mega Genugtuung gegeben. Und es hat mich mega gefreut, so etwas zu erzählen. Weil ich gemerkt habe, das ist eigentlich genau das, was ich eigentlich bin. Normalerweise ist das so ein Thema, das man nie anspricht bei uns. Ich weiss aber mittlerweile eigentlich aufgrund von der eigenen Erfahrung, dass es genau wie bei Türken und Kurden ist, dass man sich einfach vermischt hat. Das ist eigentlich genau das, was der Balkan für mich auch ausmacht. Ja, wie werde ich wahrgenommen, wenn ich das meinen albanischen Kollegen erzähle? Es ist eigentlich nicht viel anders, aber ich kann euch alle gut vorstellen, was dann passiert, wenn ich sage, ich bin eigentlich zu einem Viertel Albaner, dann heisst es, ja, du bist eigentlich ganz Albaner. Das ist voll okay so. Ich finde das super. Man findet dann gerade so etwas Gemeinsames und was dann natürlich auch verbindet. Ich weiss nicht, wie viele Leute offen sind und offen über solche Sachen reden, aber ich finde, das ist ein grosser Schritt, um das Verständnis sich wieder beibringen zueinander. Und wenn sich jeder mal ein bisschen Gedanken machen über seine eigene Familiengeschichte und dann mal ein bisschen nachgehen, dann würde er eigentlich merken, dass es so etwas wie Reinrassiges gar nicht gibt. Ich meine, das ist das Gleiche wie ein Schweizer, der sagt, er ist ein Eidgenosse. Das ist Bullshit eigentlich. Er ist kein Eidgenosse, der das sagt. Er ist einfach ein Mensch schlussendlich. Und das kann man genauso adaptieren auf uns, wenn man sagt, ja, ich bin Serb, stolzer Serb und so. Ich meine, wir sind alles Balkaner und wir haben eine spezielle Geschichte. Ich finde, das sollte man auch feiern mittlerweile. Und das schätze ich auch vor allem, dass man so eine Vielfalt hat und nicht einfach immer nur so Schubladendenken machen und eben sagen, ja, ich unterstütze nur die Serben aus Bosnien oder Kroaten, die in Bosnien leben, oder ich will gar nicht mit den Kosovo-Albanern zu tun haben. Schlussendlich, der Balkan ist der Balkan und so verschiedene die Landschaften sind, so verschiedene sind einfach auch die Menschen. Ich würde eigentlich wirklich sagen, ich bin Balkaner. Ich bin kein Jugoslaw, ich bin kein Bosnier, ich bin kein Serb, kein Kroat, kein Albaner, nichts. Ich bin eigentlich genau das perfekte Beispiel von einem Balkan. Ich bin eigentlich bis zu dem Moment, wo mir das aufgefallen ist, dass ich eben auch albanische Herkunft habe ich einfach immer festgestellt, es ist so wie ein Keil dazwischen. Also es gibt einfach einen Keil zwischen der Jugo-Bevölkerung und der albanischen Bevölkerung in meinen Augen. Weil man versucht halt quasi einfach herauszufinden, wer besser ist wie der andere. Aber das ist eigentlich Nonsens oder useless, weil man kann Kulturen nicht mit der anderen vergleichen. Meine Mutter hat zum Beispiel ein langes Problem gehabt, dass sie zwei Herkünfte hat und ich will das Problem aber nicht haben. Meine Mutter hat mir, als ich aufgewachsen bin, immer wieder erzählt, dass sie in der Schule gehandelt wurde. Man hat sie geschlagen, man hat sie ausgelacht, man hat mit dem Finger auf sie gezeigt. Und ich habe nie verstanden, warum. Und sie hat mir immer gesagt, man hat mir immer mal Ashiptarka gesagt. Und ich habe natürlich als Kind auch nicht verstanden, was das bedeutet. Ich habe, erst mit 19, 20 überhaupt verstanden, was ein Shiptar eigentlich ist. Und erst nachdem dass ich die ganzen Zusammenhänge mit mir verstanden habe ich gemerkt, hey, meine Mutter hat eigentlich ganz eine andere Herkunft, wie das, wo ich eigentlich immer geglaubt habe. Und dann habe ich sie natürlich noch mal darauf angesprochen. Dann hat sie mir eben Bilder gezeigt von meinem Großvater und ich bin schockiert gewesen, weil das bin eigentlich ich gewesen. Einfach 50 Jahre älter. Sie hat mir das dann alles erzählt, die ganze Geschichte. Und da bin ich natürlich zuerst mal schockiert gewesen. Dann habe ich mir auch überlegt, hey, wieso hat mir das nie jemand gesagt? Für mein Leben hat das einen entscheidenden Einfluss gehabt. Ich musste zuerst mal verstehen, von wo ich eigentlich komme. Ich habe mich immer so ein bisschen anders gefühlt wie der Rest der Bevölkerung dort. Und ich habe nie verstanden, warum. Ihre Themen, die sie behandelt haben mich nie interessiert. Die ganzen Feste, die sie gemacht haben, waren nicht so mein Ding gewesen. Und ich habe einfach immer zuerst wirklich gedacht, hey, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Es war halt wirklich so gewesen, ich habe jetzt herausgefunden, was mache ich jetzt mit dieser Information. Tun ich sie einfach unterdrücken, so wie wahrscheinlich ganz viele andere, und sagen, ich bin Serb und nichts anderes. Oder soll ich jetzt einfach wirklich offen sein? Und darum habe ich dann ganz bewusst einfach sagen. Und es war mir dann egal, ob mich die Person dann hat mögen oder nicht. Ich habe einfach gewusst, wenn mich eine Person nur wegen meiner Herkunft nicht gerne hat, dann ist das nicht die richtige Person für mein Leben. Was mich aber so wie positiv überrascht hat, ist so mal das Telefon von einem alten Kollegen. Also wir sind zusammen aufgewachsen. Nach irgendwie gefühlt 20 Jahren haben sich unsere Mütter wieder getroffen, haben miteinander geredet, Nummern austauscht. Und dann haben wir einfach Kontakt aufgenommen. Alles ganz normal, am Reden und so. Und dann fragte er mich am Telefon einfach so, ja, Drago, du bist ja Albaner, gell? Und ich bin zuerst mal so ein bisschen baff am Telefon und habe mir gesagt, ja voll, also mein Großvater ist ja Albaner und der andere Teil ist schon serbisch und so.
das habe ich gar nicht gewusst. Wir haben immer gedacht, die sind Albaner und so. Und das war für mich so ein mega weirder Moment gewesen. Ich habe das gar nicht erlebt als Kind. Aber irgendwie hat man doch in meinem Umfeld einfach anders geredet über uns. Also erstens mal hat es mich mega gefreut, dass ich eben mit mir selber auch ehrlich sein und ihm gerade sagen, ja voll, ich bin so und so. Im anderen Moment hat es mich aber auch ein bisschen traurig gemacht, weil wir eben gedacht haben, hey, wir sind Kinder gewesen. Und man hat ihm als Kind schon so Sachen eingepflanzt. Wieso macht man das? So, hey, er ist so, er hat irgendeine Herkunft. Und jetzt ist er eben gerade noch Albaner und ja, schau einfach, dass du nicht so viel Kontakt hast mit ihm, so in dem Sinn. Das hat mich eigentlich mega traurig gemacht, weil ich mir eben gesagt habe, wieso tun wir den Kindern schon so Sachen sagen? Wieso tun wir Kinder nicht einfach in dem Sinn neutraler ziehen und erklärt ihnen, wir sind Menschen und die Herkunft spielt keine Rolle. Es ist wichtig für dich, dass du weißt, was dein Ursprung ist, aber es spielt nicht eine Rolle, ob er jetzt Albaner ist oder nicht. So als letzter Punkt würde ich vielleicht einfach sagen, man sollte wirklich auf die Herkunft schiessen. Nicht wir, nicht unsere Generation sind die ein Problem haben mit der Herkunft. Das ist vor 2-3 Generationen vorher passiert. Und das haben wir uns jetzt einfach so weiter mitgegeben. Und das bringt es eigentlich gar nicht, dass wir noch weiterhin so einen Gedanken im Kopf haben. Weil wir müssen uns jetzt mal überlegen, was sind unsere Probleme, die wir im Balkan im Moment haben. Und das grösste Problem im Balkan im Moment ist einfach, dass wir keinen Zusammenhalt haben. Es liegt an uns Gondos und an uns Expats eigentlich, dass wir die Gedanken nicht mehr in uns tragen, sondern dass wir mit dem Wissen, das wir jetzt hier haben in der Schweiz, dass wir eben hier merken, auch mit unterschiedlichen Meinungen kann man gleich eine Richtung finden. Man sollte so ein bisschen wie seinen Kopf öffnen und mal ein bisschen, wenn ein Schweizer würde sagen, über den Tellerrand schauen.